Die ist gut. Oh, Digga, das Bild sieht aber sehr geil aus. Holy shit. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast mit mir, Adi Totoro. Und heute mit mir. Hallo, ich bin Milo. Es ist eigentlich gar kein Podcast. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich muss meinen Stuhl so ein bisschen... Nee, du hast das immer Podcast genannt, aber es ist ja eigentlich mehr Video als Podcast. Ja, aber es ist ein bisschen so versteckt. Eigentlich ist es so ein Test für alles, aber... eigentlich ist es ein Video, aber eigentlich ist es auch so ein Test für einen Podcast. Denn heute sind wir mit 1, 2, 3 Kameras unterwegs. 3 Kameras leuchten uns hier an, aber ich denke, bin ich dumm, du hast mir gesagt, yo, Milo, komm, wir machen jetzt einfach mal auf entspannt einen Podcast, Digga. Ja. Und ich muss dir sagen, ich finde den Stuhl gut, aber ich sag dir ehrlich, ich falle so richtig tief in den Stuhl rein. Könnte auch bequemer sein, meinst du? Nee, ist gut. Aha, also ist gut. Ist gut, ja, aber am Anfang habe ich so gedacht, ich fliege hinten nach unten. Ja, das ist, weil, wegen diesem Ding hier. Aber ich finde, das ist zu viel. Nee, das ist zu viel, das geht nicht. Ja, holt euch ein bisschen Popcorn oder karamellisierte Mandeln. Karamellisierte Salzmandeln. Doch, ich kenne die, glaube ich. Es gibt so Nüsse, so Genau, Salted Caramel Nuts. Von Irgendwas sowas, ja. Die sind richtig geil. Und die sind jetzt von Marc Gebauer. Ja. Mal schauen, ob sie noch besser sind. Was macht eigentlich Marc Gebauer nicht? Der macht alles. Der macht Uhren. Nee, Uhren Also, macht er nicht, Uhr der verkauft nicht. Uhren. Aber er will jetzt einen Uhrmacher haben. Er will jemanden einstellen, der bei seinem Schloss... der bei seinem Schloss arbeitet als Uhrmacher. Dann macht er Parfüms. Parfums. Schirme eigene. Schirme? Also Regenschirme? Dann eine richtig krasse Modemarke. Gebauer und Gebauer. Ja. Und hast du mal gesehen, was die machen? Das ist richtig so professionell. Nee, die haben nicht nur so 5 Pieces, die haben richtig viele, die haben so 20 Pieces in einem Drop. Nee, habe ich nicht gesehen. Aber so random also so auf High Fashion. Ja, so auf High Fashion, auch so ein bisschen auf ich gehe nach St. Moritz in die Ferien und so ganz bisschen ja, okay. Will ich jetzt nicht tragen. So die Monaco High Class zieht das an. So Andrew Tate. Ja, wirklich. So wo man so Gucci-Slippers dazu tragen muss. Genau, so mit Lackschuhen. Ja. Okay. Ich schenke mir da noch einen Wein ein, so ein bisschen nebenbei. Ja. Digga. Was macht er noch? Einfach reich sein in erster Linie. In erster Linie. Aber es ist schon krass, Digga, wenn du überlegst hast du den geschaut bei Cologne Watch damals? Nicht wirklich, nee. Gar nicht. Also ab und zu mal. Ich habe das schon geguckt, weil das war so diese Phase, als ich so Just eine Iced Out Uhr gekauft habe und jeder so gesagt hat, holy shit, eine Iced Out Uhr. Das war damals so diese Phase. Das ist schon krass, der war vor 2 Jahren noch angestellt und jetzt selbstständig mit irgendwie, keine Ahnung. Ach so, vor 2 Jahren war der noch angestellt und hatte gar keine eigene Business, ne? Nee, gar nichts. Okay, krass. Und vor 10 Jahren war noch ESL-Kommentator bei Counter-Strike. Kennst du diese Clips? Ich wusste, dass er ja was mit CSGO zu tun hat, weil er im Stream immer ultra gut CSGO spielt. Aber das wusste ich auch nicht. Gut CSGO? Ich habe da mal ein paar Clips gesehen, ja. Hat der noch gutes Movement? Das kann sein, ja. Ich glaube schon. Das kann sein. Das verliert man nicht. Das ist wie Jump'n'Run, haben wir gesagt, in Minecraft. Das ist wie Minecraft Jump'n'Run. Ich habe vor wahrscheinlich 8 Jahren intensiv Minecraft Jump'n'Run und Minecraft Angel-PvP gespielt. Angel-PvP, Digga. Aber konntest du auch 1 bis 9 Hotkeyen? Nee, ich habe so kleine Hände. Das war immer mein größter Nachteil, weil ich konnte mich nicht so schnell healen. Ich hatte nur 1 bis 3 konnte ich nur accessen, weil ich habe so kleine Hände. Ja. Ist das ein Problem, oder? Nee, ich glaube, es kommt nicht auf die Hände drauf an, weil Was? keine Hand kommt bis zu 9. Nee. Nur der Weg ist halt kürzer, aber du musst es trotzdem auswendig lernen. Ja, okay, das stimmt, ja. Aber hast du dann alle Hotkeys auswendig gekannt? Nee. Also wenn ich so Luck hatte, habe ich so 8 und 9 oder so ab 7 getroffen. Aber so bis 5, 6, glaube ich, hat man schon so. Ja, eben, du hast gekämpft, dann... Und dann musstest du drücken, Soups mit 1 hochziehen in die Craftbar, dann mit 2 die Pilze. Oder so. Ja. Aber Soup-PvP war ich eben nie gut. Dieses Suppen-PvP. Ich habe immer gesehen, Basti war da so gut drin, aber ich konnte das gar nicht. Deshalb heißt der Basti auch GHG. Weil GHG heißt was? German Hunger Games. Und Hunger Games war früher dieses Suppen. Ja. Weil Hunger Games war nicht SG4, so Standard-Dings, was Unge gemacht hat. Das wissen nur die OGs. Und MC Expert hat damals auch immer mit Stegi und GHG Hunger Games gespielt. MC Expert. Wenn ich den heute nochmal treffen könnte. Wie redet der schon wieder so? Richtig eine tiefe Stimme. Hallo. Er war auch immer ein bisschen unmotiviert. Der war immer nie so gehypt. monoton, nee. Ja, sehr monoton. So wie Spark of Phoenix.
Aber, Digga. warte kurz. Was kommt jetzt? Richard, überreich dich heute. Du Ähm, Markus, ich bin heute mal wieder aus meiner Kemenate. Melde ich mich wieder. Okay. Und bin gerade am Schreiben vom Buch. okay, also wie viele Bücher hast du in deiner Kemenate? Du, da müsste ich raten. Also es sind ja nur so 1% von meiner Sammlung in der Kemenate. Vielleicht so 300 Bücher. Aber die haben man ja nicht alle gelesen, ne, Es ist- Markus? Genau, das sagst du richtig. Ne? Mir hat mal jemand bei mir im Fernsehen gesagt, man liest ja nicht Bücher, man liest sich nur in die Bücher rein. Genau. Exakt so ist es. Auch als Philosoph. Genau. Und das ist ja spannend. Mann, Markus Lanz. Markus Lanz sagt immer die gleichen Sätze, wenn er wieder redet. Er sagt immer, das ist spannend. Oder irgendwie so, da gibt's ein spannendes Zitat zu. Ja. Immer. Immer. Und das ist doch eine spannende Persönlichkeit. Ja. Da gehe ich nicht mit. Da gehe ich jetzt nicht mit. Nein, Markus, da gehe ich nicht mit dir mit. Wir wissen auch, da sind wir ganz gegensätzlicher Meinung. Hast du den neuen schon gehört? Ja, habe ich gehört. Die haben sich richtig gebieft. Über diese Also, Medienkritik. Ja, übel. Du musst dir vorstellen, oder für die Leute, die nicht den besten Podcast der Welt hören, Lanz und Precht. Eine Produktion von Keine Ahnung, OMR oder was? 1 Live. Für einmal nicht OMR, glaube ich. Und die haben sich richtig gebieft und am Ende, vielen Dank, Markus, das war ein gutes Gespräch. Das war ein interessantes Gespräch. Alle anderen Leute würden Würden noch so Beef 10 haben. Minuten ausbeefen, ja. Ja, und wären richtig sauer danach. Aber für die war das dann gut. War ein interessantes Gespräch, Markus. War ein interessantes Gespräch, ja. Also, aber ich wollte noch kurz das Marc Gebauer Parfum probieren. Wir haben es vorher schon probiert, aber was willst du sagen? Nee, aber ich sage noch mach kurz die ein Hand. Feedback zu den Nüssen. Ah, ja, stimmt. Das fand ich auch geil. So much Marc Gebauer Products. Digga, ist das ein Marc Gebauer Video? Ja, wahrscheinlich schon. Aber die Nüsse, die fand ich sehr, sehr geil, wirklich. Fandest du? Müssen wir mal probieren. Ich hab's einfach so gegessen. Ja, eben, du hast sie nicht enjoyed. Oh ja. Das sind eben die Marc Gebauer Qualitätsnüsse. Straight aus Dubai. Also die haben schon was. So mit diesem Salted Caramel. Das ist schon geil. Das hat schon was. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt. Also sie sind nicht wie diese Salted Caramel-Nüsse aus dem Laden, die sind mehr so crispy. Die sind ein bisschen weniger crispy, aber ja, mehr, die sind smoother, ja. mehr. Ist es nur Karamell oder ist es auch Schokolade? Keine Ahnung, Digga. Es schmeckt so ein bisschen schokoladig. Wo ist es produziert, was denkst du? In der Türkei. Stuttgart. Was? Gerade bei ihm? Es ist immer Stuttgart. Nee, er Digga. wohnt ja nicht, er wohnt in Dortmund. Ah ja, Nee, stimmt. Düsseldorf. Ja, irgendwas so, ja, stimmt. Es ist stimmt, immer in Stuttgart. Alle YouTuber-Firmen sind in Stuttgart. Gibt es da einen Grund? Sind dort die Steuern irgendwie billig oder gibt es dort... Keine Ahnung, Alle Stuttgart. Getränke von YouTubern sind in Stuttgart. Ich glaube, das sind so Firmen einfach, ne? Stuttgart ist aber eine schöne mein Stadt. Gott, ist nur Stuttgarter Straße in Fellbach. Okay. Bra, okay. Aber Stuttgart ist eh schön. Stuttgart ist sehr, sehr underrated. Finde ich auch. Alle Deutschen haben nie ein Problem mit Stuttgart, dass die so abgehoben sind oder so das München 2.0. Aber ich finde es schön. Ja, einfach weil die neidisch sind. Ich glaube auch, ja. Es ist Weil für uns ist es so wie nicht so ein schlimmes Downgrade. Für die Schweizer, oder? ja. Nee, Stuttgart ist geil. Wenn mal der Bahnhof fertig gebaut ist, Ja, der Bahnhof dort jetzt, Katastrophe. Mit dieser Baustelle, mit diesen Durchgängen. Ich habe nichts verstanden, als ich da war. Aber an sich Stuttgart geil, weil ich glaube, für einen Schweizer ist es halt so die perfekte Stadtgröße. Ja, übersichtlich noch. Ich weiß nicht, ist größer als Zürich? Wahrscheinlich schon, oder? Ich weiß nicht. Oder ähnlich groß wie Zürich. Knapp gleich. Ja, es ist so in einem Kessel, es hat so Wald. Ja. Es ist nicht so groß. Du kommst eigentlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad schnell von A nach B. Safe. Auch zu Fuß kommst du vom Zentrum zum Bahnhof oder weiß ich was schnell. Das kannst du in Köln halt nicht. In Berlin kannst du es eh nicht. Berlin ist schlimm. In Hamburg kennt sich niemand aus. Und dann was gibt's noch? München. Aber Digga, ich verstehe München nicht. München ist komisch, da habe ich noch nicht durchgeblickt. Same, aber ich bin so ein Mensch, ich bin so wie eine Minecraft-Karte, die man so hat. Ja, Wenn man mal irgendwo war, dann versteht man es so ein bisschen. dann haben wir so unlocked, Ja, aber ja. dort nicht. Null. So Südwesten ein bisschen, weil wir dort waren, aber nur so ganz bisschen. Ja, Aber ich ich kann weiß dir so aber- keine Straße sagen, wo ungefähr... Nee. Ich kann auch nicht einordnen, wo diese Allianz Arena ist. Kann ich nicht. Weiß ich nicht. Digga, wir hätten an der vorbeifahren müssen eigentlich. Ja, das
Das hast du gesagt, wir waren nie dort. Wir sind, als wir nach Wien gefahren sind, sind wir vorbeigefahren. Ja, aber das ist ein bisschen weiter gewesen. Digga. Hey, warte, ich guck jetzt. Die ist doch südlich, oder? Wir haben eigentlich schon viele dumme Entscheidungen getroffen. Im Sinn von, wir sind einfach nach Wien mit dem Auto gefahren. Mit einem Tesla Model X, mit einem uralten Tesla. Gefühlt 200 Kilometer Reichweite. Hä? Und wir sind hier in der Schweiz um 15 Uhr gestartet. Und er hat gesagt, jo, wir sind so in 8 Stunden ungefähr da. Das wäre gewesen so um 12 oder 11, nee, was? 15 Was? plus 8 gibt 23, ne? Ja, irgendwas so in der Richtung. Um 23 Uhr wollten wir in Wien sein. Hat nicht so geklappt. Weil es erstens keine fucking Autobahn gibt von Deutschland nach Wien, oder? Ja, Entweder sind wir irgendwo. gottlos falsch gefahren. Ich glaube, entweder haben uns das Navi richtig verarscht und wir haben einen Weg gemacht, das weiß Ja, ich. aber danach sind wir so auf einer Digga. Schnellstraße gefahren. Ja, gefühlt 2 Stunden. Aber ich glaube, es gibt eine Autobahn nach Wien, glaube ich, wenn du so über Innsbruck unten durchgehst. Hast du das jetzt noch nie gemacht? Nee. Nicht nochmal? Willst du nochmal? Oder ist da wenig Interesse da, noch nach Wien zu fahren? Ey, Digga, die Allianz Arena ist im Norden von München. Wieso dachte ich immer, dass die im Süden... Ich auch immer. Aber wo sind wir durchgefahren? Ich verstehe nichts mehr. Hä? Die ist im Norden, diese crazy. Das ist ja riesig, das Areal. Grüße gehen raus an Allianz Arena, an Bayern München. Ja, an Allianz Arena. Ja, also, wir wollen heute ein bisschen darüber reden, wie wir uns kennengelernt haben, weil, glaube ich, viele Leute die Story, also die Schweizer wissen es wahrscheinlich, aber die Deutschen nicht so krass. Und über unsere schwierigste Entscheidung in unserem Leben. Genau, ich habe vorhin gesagt, wir haben viele blöde Entscheidungen gemacht, aber ich glaube, die stellt sich mal ausnahmsweise als eine gute heraus. Ja. Aber darüber wollen wir jetzt reden. Okay, lass mal vorne anfangen. Wo Ja. haben wir uns das erste Mal gesehen? Ich weiß Ich es nicht habe mehr. null Ahnung. Ich hab Es wirklich- müsste aber so 2015 rum sein, so um den Dreh. Glaube ich. Oder? Es ist dumm, weil ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es auch nicht. Also beim Erste Mal. beim Fantreffen in der Schweiz. Ihr müsst Haben wir uns wissen, vor dem Fantreffen schon mal gesehen? ich weiß es eben nicht. Vielleicht irgendwann für einen Dreh, aber es könnte sein, nein. Ich glaube, vielleicht war das das erste Mal, als wir uns gesehen haben. Aber dann war das, haben wir 2015 haben wir kein Fantreffen gemacht. Nee. Also ihr müsst wissen, wir haben damals in der Ja. Schweiz, da war ein Fantreffen noch so ein Ding, haben wir mit 6.000 Abonnenten, ein Kollege von uns Ja. mit 10.000 Abonnenten und du mit Ich weiß nicht mehr. Was hatte ich? 5, 6? Oder hattest So- du mehr? Hatte ich mehr oder? Hattest du 20 Oder da schon? Nee, niemals. Vielleicht 10. Es könnte sein 10 oder 2. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Warst du da schon Kanal der Woche bei Mr. Trashback? Wahrscheinlich nicht. Doch, kann sein. Dann hätte ich mehr gehabt. Naja, also wir haben auf jeden Fall schweizerdeutsche Videos gemacht, die halt noch niemand in Deutschland verstanden hat. Nur so eine kleine Schweizer Community damals. Und die war wirklich sehr klein. Also Ja. unser Kollege, der 10.000 Abos hatte, war zu dieser Zeit wirklich so der Gott. YouTuber. Das war so der Größte. Und sogar ich habe zu dem hochgeguckt. Ich auch, Es ja. war immer so, Mark Galaxy hieß der, hatte 10.000 Abonnenten, hatte gesagt, ja, wir machen ein Abonnenten-Special, hat ein Fan-Treffen. Und es war richtig krass zu dieser Zeit, weil in der Schweiz hab ist das auch- wie Genau, ja. 1.000 Abonnenten oder eine Mio. Das war vielleicht so wie die ganz Anfangszeiten in YouTube Deutschland, als vielleicht noch, keine Ahnung, die Außenseite oder Ja, so, ja. da waren so viele die Abos Leute, hatten. ja, genau. Das war so das Feeling, hatte ich damals. Und dann war dieses Fan-Treffen und dann? Digga, Ich weiß nix. ich weiß, Real Talk, nichts. Wir haben uns an diesem Fan-Treffen, wie viele Leute waren da? Vielleicht 30 Leute. Nee, mehr. Zwar das auf der Schanze oben oder Das in Bern, ja. das auf der großen Schanze? Okay, da waren oder mehr, das? da waren vielleicht 100. Hunderte. Das war eigentlich schon krass. Das war eigentlich krass. Ja. Ja, was ich krass finde, ist, dass, wenn du zurück überlegst, das ist 7 Jahre her. Ja. 6 oder 7 Jahre. Wir machen den Shit schon, glaube ich, jetzt 7 Jahre. Und du machst noch ein bisschen länger, glaube ich. Oder so ein bisschen länger professionell. Ja, aber Wahrscheinlich ich haben wir gleich lang Videos gemacht. Ja. Und das bisschen früher mit YouTube. ja, wann hast du so die ersten Videos gemacht? Ich glaube, das war eigentlich 2015. Okay, auf meinem Kanal jetzt, auf Milo, war das 2013. Digga. Und davor hatte ich auch schon so Call of Duty Kanäle, 1, 2.
Ich hatte davor auch schon Minecraft-Kanäle, Ja. CSGO-Kanäle. Klar, natürlich. Dann hatte ich einen Kanal für Tutorials mit After Effects. Stimmt. Das Video ist noch auf deinem Kanal, jetzt gerade, oder? How to Linien animieren. Ja. Das kann man noch, also auf dem Hauptkanal, also auf Adi Totoro, kann man das jetzt noch sehen. Ich Geht scroll mal mal ganz kurz runter, runter, wie lange das her zu hinzugefügt zuletzt oder nee, egal, geht einfach auf das erste Video oder How to Linien animieren. 9. April 2015 ist das erste Video, aber das ist nicht das erste Video. Ich habe Videos gelöscht auf 100%. Bro. Also ich würde so sagen 2014. Ey Digga, das ist insane lang, ne? Das ist krass. Das sind, weil ich glaube, viele Leute denken ja, dass wir den Shit erst so seit einem Jahr, eineinhalb machen, also wir so ein bisschen auf Hochdeutsch, so ein bisschen auf TikTok und so ein bisschen größer wurden. Aber das war so lange her. Auf jeden Fall war dann das Fan-Treffen, war sehr geil, war aber auch turbo cringe. Eigentlich im Nachhinein schon, ja. Und ich hatte da auch so noch gar keine Persönlichkeit. Ich war da so voll lost in meinem Leben. Ich auch, ja. Ich wusste gar nicht, was ich will, was ich mache, wo ich bin. Ich hatte Aber eigentlich gar kein niemand dort, Selbstvertrauen. Niemand, ne? Ich auch, null, gar Außer nichts. Elia, der war schon damals geplant. Der wollte schon damals alles organisieren. Aber ich habe mich danach, schon gedacht, Digga, das war krass, so viele Leute waren hier. Bin ich so nach Hause gefahren, hat sich richtig komisch angefühlt. Das war zu dieser Zeit, als du noch Videos auf Hochdeutsch gemacht hast. Das kann sein, ja. Safe. Du hast noch Videos auf Hochdeutsch gemacht und du bist Kanal der Woche bei Mr. Das Trash kann geworden. sein, ja. Und dann bist du zurückgewechselt auf Schweizerdeutsch. Ja. Mit einem Video. Wie war der Titel? Ich weiß nicht mehr. Vielleicht irgendwas so in der Richtung, ich höre auf mit YouTube oder sowas. Oder ich höre auf. Nicht mit YouTube, sondern ich höre auf oder so. So halt so ein Type-Beat. Und dann bist du von Hochdeutsch auf Schweizerdeutsch geswitcht. Genau, ich hatte ursprünglich angefangen, so Minecraft-Let's Plays zu machen in Hochdeutsch. Damit es alle verstehen. Und ich habe Gronkh so als Inspiration gehabt damals. Safe. Und dann Unge und halt die ganzen PvP-Spieler Minecraft. Und dann habe ich halt auch so Videos gemacht. Für so, keine Ahnung, 1000, 2000 Leute. Für die Leute zu Hause, wo jetzt zuhören, die auch schon sehr lange YouTube gucken, wo bist du eingestiegen in die YouTube-Szene bei Unge? Wo? Ich würde sagen, Ich vor Unge. du bist vor Unge sogar. Ja. Mein Bruder hat mir dann einmal Unge gezeigt. Dann habe ich am Anfang so gedacht, ja, nee, ich bleib bei Gronkh so. Aha. Und dann, Wo bist du bei Gronkh eingestiegen? oh, ich weiß nicht mehr. Das weiß ich eben nicht mehr. Ich kann dir nicht so eine Folgenanzahl sagen, ich weiß nicht. Also ich weiß safe, dass ich bei 200 dabei war. Ja, irgendwas der Richtung, ja. Am Anfang war ich nicht dabei, ich habe so nachgeguckt alles. Ja, du hast von Anfang an alles Nee, nachgeguckt? so die ersten paar Folgen Ja, einfach, ja. weil... Okay. Aber so, ich weiß noch immer genau so diese Thumbnails mit 258, 259. Ja, oben groß in der Mitte Ja. war die Zahl. Und dann kam das Special zur 500. Folge, das war Ja. krass. Ja, Und 1000 Folgen war turbo krass. das war so krass. Ich habe mir die ganze Folge so reingezogen. War das eine Stunde wahrscheinlich? Übel lang. Ich weiß Ja, nicht ja, mehr, ist wie eine lang. lange. Ey, und ich weiß auch noch ganz genau, wie das Haus aussah. Da gab es einen Eingang, hinten dran war die Creeper Farm, Digga. Und irgendwo Sand abbauen. Gronkh hat Folgen gemacht, wo einfach so eine Folge lang Sand abgebaut Ja, hat. und hat einfach geredet über nicht mal aktuelle Themen unbedingt. Einfach irgendwas und es war so entspannt. Ja. Das war noch vor Unge. Ja. Dann kam Unge mit Trouble in Mineville. Das war das so sein erstes, das so gepoppt ist bisschen, oder? Ja, ich glaube schon. Aber da war ich noch nicht so im Verfolgen. Erst ab dem Megaprojekt, glaube ich. Ah, erst am Megaprojekt. Nee, schon ein bisschen davor mit Survival Games, aber dann ab dem Megaprojekt war ich full drin. Ja. Unge, Rotpilz, alle. Rotpilz, Digga. Digga. Was macht Rotpilz heute, hä? Hallo, Ich weiß, dass Rotpilz Kölner ist, aber mehr weiß ich nicht. Ich wusste, der war immer mit denen unterwegs, aber der ist verschwunden, der Mann. Wo ist der? Rotpilz, wo bist du? Wo bleibst Rotpilz, wo bist du? Hallo, Rotpilz. Okay, das war dann. Ich bin bei Trouble in Mineville eingestiegen, weil Unge da immer so ausgerastet ist. du? Ja. Das war Turbofan. Mit Justin damals noch? Ich glaube, es war mit Justin. Also Ach so. er hatte auf jeden Fall Kontakt zu Justin, weil Justin hat ja, glaube ich, seinen ersten YouTube-Banner designt. Ich glaube, ja. Supreme FX, Digga. Shoutouts an Peso-Klo. Oder Pixelwolf. Pixelwolf. Und dann hatte er ein Minecraft-Projekt mit Concrafter zusammen, zu zweit nur. Das war direkt vor dem Mega-Projekt, auch so ein Mod-Pack. Ja, ich weiß, ja. Und da habe ich dann so richtig angefangen. Da ging es dann so los. Stell dir vor, das ist einfach der Luca, der jetzt irgendwie sagt, ihm geht's nicht gut. Den haben wir damals schon geschaut. Ja. Und der war, der ist nicht viel älter als wir, oder? Ja, ich würde sagen 24, 25. Also gleich halt wie ich. Ja. Digga.
Ja, ungespielt, Digga. Wir haben ungespielt so 2013, 14 geguckt. Ja. Das ist insane. Und wir waren einfach bei ihm. Das ist, ja. Da kommen wir nachher noch dazu. Auf jeden Fall, ja, ging es dann weiter, wir haben es geguckt. Wir haben das Fan-Treffen gemacht, wir haben selber mit YouTube angefangen. Ich glaube, es war so das Klassische von, man hat irgendwie zuerst Let's Plays gemacht ohne Webcam bei mir. Bei mir auch ohne. Ich wollte es auch in der Schule nicht sagen am Anfang. Zuerst ohne Webcam mit so Kopfhörer, mit iPhone-Kopfhörern, mit so dem Mic hier aufgenommen, wegen dem guten Ton. Ich habe so eins für 40 Franken Euro gekauft bei Konrad. Ich kannte noch nicht mal die Online-Shops, die guten. So mäßig. Und dann habe ich mir so eins geholt und es war ein bisschen scuffed. Ich wusste, ich konnte noch nicht schneiden damals. Ja, Ich habe auch einfach nicht. aufgenommen in Mac hatte so ein Programm, das hieß Screenflow, glaube ich. Ja, Kennst du Screenflow? ich habe schon gehört, ja. Das ist das scuffedeste Programm, das konnte nicht mal internen Sound aufnehmen. Außer man hat so ein richtig scuffedes Plugin runtergeladen, Ja, welches ja. den ganzen Mac zerstört hat. Mit Screenflow aufgenommen, das hochgeladen, dann ging es weiter mit halt Let's Plays mit Webcam, dann so ein bisschen Edits. Und dann habe ich actually mit CSGO angefangen, dann habe ich komplett mit Minecraft aufgehört, nach einer kompletten Minecraft-Suchtphase. Ja. Dann ging es weiter mit CSGO. Und durch CSGO bin ich dann so auf Vibanator gekommen, Spendi, Syrinx. Ach, Spendi so früh schon? Spendi schon so früh, ja. Krass. Das war, glaube ich, so 2015 war das. Krass. Da hat Spendi mit Biber Ja, CSGO Biber. gespielt. Und ich habe mich dann gefragt, wieso kennt Spendi InScope? Weil der war plötzlich in InScope-Videos. Aber Sascha hat damals schon mit Bibanator CSGO gespielt, also so 2015. Ja. Richtig früh haben die. Ich glaube, zusammen Sascha hat gestreamt. damals auch. Hatte der damals schon mit YouTube angefangen? Nee, Noch der nicht, bevor oder? er YouTube gemacht hat, hat er gestreamt mit Bibanator und so. Das war Weil er richtig- einfach süchtig war Ja. und zocken, ja auch. Und durch CSGO kam ich dann so ein bisschen mehr ins Schneiden, weil ich habe dann so Edits gemacht. Und da fing es dann Edits. so an mit, weil Ja. Bibanator hat immer diese Deagle Ja, Edits gemacht. Mit genau auf den Beat. Ja. Boom, Ja, boom, um die boom. Ecke so. Und da hat es so ein bisschen angefangen, dann habe ich angefangen zu editen und durch das bin ich dann eigentlich auf YouTube gekommen, so ein bisschen so. Habe ich mir mal gedacht, ja, ich probiere es mal. Aber diese Edits hatte ich nicht wie du bei Call of Duty, bei CSGO, sondern bei Call of Duty. So bei MW2, diese Trickshots, haben Ja, die ja. auch so richtig, Face Clan hat das so richtig schön runtergeschnitten und genau so habe ich auch gedacht, Digga, das sieht so geil aus, ich will auch War so das so schneiden können. hijacked, die Maps hijacked und so? War das Nee, nicht dann? hijacked, auf High Rise. Ah. High Rise und Terminal und diese Maps. Ja, das war so, ich habe das so geliebt, ich habe das Game gesucht. Aber würdest du sagen, du bist durch Gaming ins Schneiden gekommen? Safe, 100 oder? Pro. Same. 100 Pro, auch durch Gaming zu YouTube, durch Ja, ja. Gaming. Gaming hat extrem, den ganzen Weg geebnet für das. Alles, was jetzt Ich glaube für ganz viele und ich glaube auch ich würde sagen, fast alle großen YouTuber heute, männlichen, klingt dumm, wenn man das sagt, aber ich glaube, richtig viele haben einen Gaming-Background. Oder fast alle eigentlich. Also ich glaube, InScope, Gaming-Background unsympathisch. nicht, eben, es klingt so profimäßig, aber waren einfach Let's Zocker. Player-Background. Ja, waren voll. einfach Gamer. Oder haben Videos gemacht durch das. Voll. Und dann weiß ich noch ganz genau, als ich mein erstes Video gemacht habe, in dieser Ecke hier. Da stand Ja. da drüben noch eine Küche, hier eine Ecke. Ja. hier so 40 Autogrammkarten von Moderatoren im Schweizer Ja, ich Fernsehen weiß an der noch, Wand. ja. Und Das weiß wusste ich auch noch. Ha, genau, eben in diesem Video, was ich erwähnt habe vorhin, war das auch schon so. Aber hast du dieses Video von mir gesehen, so dieses erste? Nee, Nicht, ne? ich glaub, das da hast du kannst du gelöscht. mich noch gar nicht. Ja, dann auf einmal haben so andere Schweizer YouTuber haben mir dann so gesagt, ey, oh, es gibt so einen neuen Dude, Ja. der Ich glaub- Videos macht, so mit einer Brille. Ja, Mit einer Brille. und so eine Mütze. Ja, und so eine Mütze. So, Ja. so eine Mütze. Und dann habe ich mal reingeschaut, dann hast du noch Hochdeutsch gemacht. Und ich fand es eigentlich nice, aber ich habe halt noch nicht so einen Berührungspunkt damit gehabt. Ja, ja. Aber ja, ich habe es einfach gesehen, ja. Ja, voll. Das war auf jeden Fall krass. Ich wusste auch noch ganz genau, als ich mein erstes Video hochgeladen habe, wie nervös ich war, also mit Cam und Schnitt. Und wenn ich das angucke, man merkt richtig, wie ich vor der Cam Angst hatte zu reden. Das war... Ich habe schon so gottlos viele YouTube-Videos eigentlich hochgeladen auf dem Main-Channel, auch die Ja. Minecraft-Let's Plays damals, nach der Schule nach Hause, einfach ein Video Ja. rausgeballert. Hat niemanden interessiert, Gar dieses niemanden. Video. Aber ich wollte einfach, Ja, dass das ja. Video online kommt. Ja. Keine Ahnung, warum. Ja, wenn du überlegst, wie viele Videos wir schon gemacht haben und in jedes Video haben wir Zeit reingesteckt. Bei jedem Video haben wir gedacht, was ist der Inhalt, was ist der Titel, was ist das Thumbnail. Und das sind wahrscheinlich 500, 600 Videos. Bei dir wahrscheinlich noch mehr, weil du Ja, wahrscheinlich. recht lange Let's Plays und Shit gemacht hast. Ja, das ist krank. Ja. Das ist wirklich. Ja.
Ja, aber also wir haben das wirklich halt schon, wir haben eigentlich 90% in der Zeit, wo wir das machen, nichts damit verdient auch. Nee, gar nichts. Richtig lang. Und dann ging es halt weiter, dann ging es halt schnell los mit, wenn du mal so ein bisschen diese Confidence hattest, Real-Life-Videos zu machen, dann ging es eigentlich fit. Und dann kamen halt die YouTube-Videos mit Marc, dann später mit dir. Ich weiß gar nicht, wann wir das erste Mal ein Video gemacht haben. Sehr spät. Schwer spät, ja. Weil War ich mal ich bei weiß dir? gar nicht. Ich glaube, du warst fast nie bei mir. Haben Es ist wir wieder ein mal, schweizerdeutsches Video. haben wir mal ein Video gedreht, von dem ich die SD-Karte verloren habe? Ja. Stimmt. Wir haben uns mal getroffen. Hier in dieser Ecke. Im Hier in Sofa. dieser Ecke, dann haben wir ein dummes Video gemacht. Ich weiß nicht Wörter mehr. erraten oder sowas. Ja, irgendwas sowas. Freiburger Wörter erraten, was glaube ich. Ja. Stimmt. Und dann hast du die Speicherkarte oder formatiert oder irgendwas verloren, Ja. keine Ahnung. Nee, Digga, Aber ich hab's. Hab ich ja hochgeladen? Keine Ahnung. Du hast, glaube ich, nichts. Habe ich gefilmt? Ich weiß Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall haben wir dann noch eins gemacht, als du im Zivildienst warst. Ja. Das ist bei mir Zivildienst? sicher online. Welches? Am Schwarzsee, so in Liegestühlen. Ah. Bei mir auf jeden Fall. Bei dir weiß ich nicht. Ich glaube Aha. nur bei mir. Ich glaube, wir Im- hatten keine Zeit für dich. Im Schwarze Jahr, im Zivildienstcamp. Das war aber später, weil das erste Video, ich erinnere mich, wir waren beim Creux du Vent wandern. Das war das erste. Stimmt, wir haben wirklich ein paar Sachen. Stimmt, da waren wir auch noch, ja. Du warst Doch, noch ich einmal beim See, waren wir zusammen. Das war schon ein bisschen später, aber ich glaube, das erste war wirklich das Wandern, weil ich glaube, unser Berührungspunkt damals war so ein bisschen Sport. Und ich wusste so, Wandern Stimmt. könnte so fit gehen. Ja, und die anderen damals, Schweizer YouTuber, waren nicht so Sport. Nee. Oder ja, noch heute nicht. Stimmt. Ja, und dann sind wir wandern gegangen. Aber Wir sind einfach wir sind bis nach wandern gegangen. oben gefahren, oder? Und dann 10 Minuten wandern eigentlich, oder? So ein Klassiker. Wie nur fürs Video auf Krampf das so aussieht. Sah aber geil aus. Es war geil, ja. Und das alles noch auf Schweizerdeutsch, die Vlogs. Ich habe noch eine Zeit lang auch Daily Vlogs fast gemacht. So mit so à la Casey Neistat. Damals. Der Titel ist Gefährliche Wanderung zum Creux du Vent. Adi Totoro und der Pumpkin. Warte. Gefährliche Wanderung. Warte. Noch das Gefährliche. Ja, klar. Genau darum habe ich einfach ein paar Basler Wörter mitgenommen, wenn ich mein Handy irgendwo finde. Also ich frage jetzt die Basler fuck. Wörter und du musst... Das war vor 4 Jahren, 2018. 2018. Auch echt- schon 4 Jahre her. Ist gar nicht so lang her, aber irgendwie richtig lang her. Ist ganz weird. Ja, wenn ich denke, 2018 klingt nicht so lang her. Aber ich eigentlich Aber es ist echt turbo lange her. Da war ich Jahre. noch gerade 4,5 erst am Jahre jetzt. Anfang vom Studium. Du warst noch mitten in der Schule, Ich glaube war noch in der Schule. ich. Digga. Stimmt, ich war noch in der Schule. Ja, eben. Und danach auf der Bank. Ja. Auf jeden Fall hat sich das Ganze dann so weiterentwickelt. Wir haben lang Videos auf Schweizerdeutsch gemacht. Und dann kam Corona, basically. Ja. Das hat Turbo, jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt auch hier sitze und darüber nachdenke, hat das so viel geändert. Und vor allem, man denkt immer, Corona war so eine kurze Zeit. Aber es war eigentlich so eine lange Zeit, wo, Ja. glaube ich und all meine Freunde sich so verändert haben. Also es war so, Ja. gefühlt vor Corona war ich so, Kind. ich habe so ein bisschen YouTube gemacht, so ein bisschen Kind. Ich hatte nicht wirklich einen Plan. Selbstständigkeit, ja oder nein. Ich wusste es nicht so richtig. Und durch Corona wurde man dann so richtig erzogen. Es klingt richtig dumm, aber Ja. es lag gar nicht an Corona. Es lag einfach daran, dass das so unsere Zeit war, Das wo grad- wir so Ja. Wo wir ein bisschen krassesten- erwachsener wurden. So. und auch die krassesten Sachen erlebt haben. Ja. Auf jeden Fall haben wir anfangs Corona noch Videos auf Schweizerdeutsch gemacht. Und dann haben wir halt Videos auf Schweizerdeutsch für, ich würde sagen, 6 Jahre gemacht. 5, 6 Jahre. Ja, wahrscheinlich so in der Richtung. Sicher. Also eine recht lange Zeit. Und halt auch schon, du hast schon länger auch mit TikTok angefangen. Dort lief es sehr gut und hattest schon irgendwie 400.000, 500.000 Follower. Und, Hast du TikToks auf Schweizerdeutsch gemacht? Ja, auch noch ein bisschen. Krass. Auch noch ein bisschen. Oh, doch ein bisschen auf Schweizerdeutsch, aber habe dann schon relativ früher als du, dann Hochdeutsch gewechselt, weil ich gedacht habe, scheiß drauf, ich probiere es jetzt einfach mal schauen. Das war im Oktober 2020, Ja. wo du, glaube ich, mal gekommen bist und so gesagt hast, weil du hast ja früher hochdeutsche Videos gemacht. Ja. Und wir waren so ein bisschen an einem Punkt von, ja, es ist geil, aber irgendwie in der Schweiz musst du dich halt wie entscheiden, yo, ich mache Social Media und arbeite da daneben noch irgendwie
irgendwo Ja. und es ist cool, oder du gehst halt all in und wechselst auf Hochdeutsch oder probierst es auf Schweizerdeutsch, was auch funktioniert, aber vielleicht nicht so unser Ding war. Und dann kamst du und hast gesagt, yo Digga, wollen wir auf Hochdeutsch wechseln? Das weiß Der ich noch. Gedanke, ja, ich habe dir da damals x Sprachnachrichten gesendet. Ja, Bin damals auch viel zu meiner Freundin und zurück mit dem Fahrrad gefahren und während diesen Fahrten habe ich immer so viel überlegt, Digga, soll ich jetzt wieder die Videos auf Hochdeutsch machen, weil das ist mein Traum, vielleicht irgendwann davon leben zu können und ich glaube, TikTok ist eine Chance und so weiter und so fort, habe ich gedacht. Es war so ein kleiner Gedanke, der so eigentlich nur so nebenbei wahrscheinlich mal gesagt wurde. Ja, Aber dann hat es irgendwie so uns beide getroffen und dann haben wir wirklich so sicher über 2-3 Wochen jeden Tag so viele Sprachmemos hin und her geschickt. Digga. Sollen wir nicht? Und du warst ja, glaube ich, schon sehr sure damals. Oder Ja, ich war eher dann so, ziemlich- du bist schon in diese Richtung tendiert. ziemlich schneller war ich mir sicher, weil ich war auch nicht so aktiv wie du. Du warst damals schon selbstständig, so viel ich weiß. Nee, ich war gerade so Ende Zivildienst und wusste dann aber schon, ja, ich werde selbstständig. Genau, ja. Und ich war halt in der Uni, hatte mein Studium und ich hatte auch wie nichts zu verlieren. Also mir war es wie egal, also nicht egal, aber ich hätte auch dann easy wieder zurückgehen Ja. können. Darum war für mich nicht so eine Du große... hattest auch nicht so viel Aufmerksamkeit, glaube ich, zu dem Punkt. Weil Nee, ich hatte dann nee. so diesen kleinen Schweizer Hype. Ja, und so eben, den- ja. ja. Und bei dir war es eine andere Entscheidung als bei mir. Bei mir war es wie, ja, scheiß drauf, es interessiert eh niemanden, so mäßig habe ich gedacht. Und dann habe ich einfach mal gemacht, dann hast du wahrscheinlich ein bisschen noch geschaut, wie es bei mir geht und so. War halt geil in dem Sinn, dass gerade irgendwie Monte und Unge dann reagiert haben und so. Was hast du gemacht für Videos? Ich damals? weiß nicht mehr. Ich glaube, das waren die Parodien direkt. Ah, das waren die Parodien, ja. Ziemlich Ja. schnell. Und dann haben halt Leute direkt reagiert und so und dann... Ja, der Unterschied war, du konntest einfach umstellen. Wir hatten beide Bock, aber bei mir war eben so das Ding, ey, aber so viele Leute folgen mir schon auf Ja. Schweizerdeutsch. Ja. Und wenn ich dann einfach wechsle, sind alle mad. Und ich glaube, das verstehen Deutsche gar nicht so oder allgemein Leute, die vielleicht nicht so krass kreativ sind. Das ist wie von Schweizerdeutsch auf Hochdeutsch wechseln, kommt in der Schweiz dann wie wenn man in Deutschland von Deutsch auf Englisch wechselt. Also es ist so, boah, der wechselt nur wegen der Reach, weil der mehr Leute erreicht, der Genau, kann mehr ja. Geld verdienen, bla bla bla. Das ist so wie, ja, wenn jetzt Eli auf Englisch wechseln würde, würden dann so viele Leute sagen, Digga, der ändert die Sprache nur, damit er mehr Geld verdienen kann, Ja, voll. damit er, jetzt ist er abgehoben, jetzt hat er das Gefühl, er sei, Digga, King oder einfach, man gönnt es vielleicht nicht oder man hat das Gefühl, man macht es halt nur wegen dem Geld. Ja, voll. Ja, und dann mussten wir so richtig lange wie erklären, warum wir das machen. Und im Endeffekt, natürlich haben wir oder wollten wir wechseln, damit wir Davon unseren leben Traum, können langfristig. ja, damit wir unseren Traum erfüllen können und davon leben können. Weil es ist eine ganz einfache Rechnung. In der Schweiz hast du 8 Millionen Einwohner, die Hälfte davon redet Deutsch. Und von diesen Deutschen gucken halt, sagen wir mal, allgemein in der Schweiz wird nicht so viel schweizerdeutscher Shit konsumiert. Nicht so viele Leute hören schweizerdeutsche Musik, nicht so viele Leute schauen schweizerdeutsche Videos, weil alle Schweizer weichen aus auf die Hochdeutschen, weil Ja, es halt weil dort- besser ist, weil es ja. ein größerer Markt ist. Geilere Qualität Geilere haben, Qualität, genau. größere YouTuber oder auch Englisch, weil Ja, voll. ich meine, wir verstehen auch Englisch. Weil man Und, versteht's voll. ja, safe. Was wollte ich jetzt sagen? Wenn ich Und darum war es vielleicht schwierig für dich, weil du schon eine große Community hattest. Ich glaube 70.000 Abonnenten auf YouTube, 500.000 auf TikTok oder so. 300.000 waren es, glaube ich. Sowas. Und schon oft in Zeitungen, Online-Zeitungen. Geh und geh. Aber basically, ja. man wechselt halt von Schweizerdeutsch, von so einer potenziellen Zielgruppe von vielleicht 1,5 Millionen Leuten oder 4,5 Millionen Leuten, die Deutsch reden, zu einer Zielgruppe bis zu über 100 Millionen, die Deutsch reden. Das ist ja Deutschland, Luxemburg, ein Teil Norditalien, Österreich, Schweiz, Teil von Frankreich, südlicher Teil von Belgien, Einfach alles auf ein kleiner Kraft Teil aus. von Holland. Ja, und es gibt auch noch in Australien ein paar Leute, die Deutsch können. Ja, aber ja, es sind halt viel mehr Leute und Ja. da geht halt die Aufwand- und Ertragsrechnung voll auf. Weil dass du in der Schweiz davon leben kannst, da reden wir für einen guten Lohn in der Schweiz, was jetzt in Deutschland richtig krass klingt, aber sagen wir mal in der Schweiz 4.500 Franken, das braucht man so in der Schweiz, um wirklich einigermaßen
Ja, das ist ja Geht auch hier. mit 3.500, aber dann bist du wirklich so, dann musst Aber du dann schon, bist du eben als Selbstständiger, geht das ja, aber du bist unter dem Mindestlohn. ja. Dann für weil du musst noch einen. Steuern bezahlen, Ja. Versicherung. Digga. Du hast Ja. wahrscheinlich nicht mal eine Unfallversicherung, du hast nichts. Das ist krass. Ja. Und darum, weil die Lebenserhaltungskosten hier in der Schweiz so crazy hoch sind, Aber ist es so schwierig, dass sich das irgendwie rechnet, auch wenn es Diese- mal dann ja. eine Zeit lang vielleicht nicht gut läuft, was Social Media, es kann ja mal vielleicht nicht so laufen oder mal gut laufen. Wenn es mal nicht so läuft, dann ist es sehr, sehr schnell sass. ja. Und du hast halt hohe Ausgaben, aber das Marketingbudget der Firmen ist halt klein in der Schweiz, weil die Schweiz halt klein ist. Und in Deutschland riesig. Und das ist also der Grund, wieso dieses Social Media Ding in Ländern wie Deutschland obviously viel besser funktioniert, weil halt das hat mehr Publikum, der Aufwand ist basically der gleiche. Der einzige Unterschied ist, wir müssen halt Hochdeutsch reden, weil wir reden privat logischerweise nicht Hochdeutsch, wir reden Schweizerdeutsch. Aber man gewöhnt sich dran. Und das war eine richtig schwierige Entscheidung. Also ich weiß noch, ich war so im Digga. Bett und habe mir so gedacht, ja, jetzt mache ich es. Am nächsten Tag habe ich mir gedacht, nee, Digga. Dann muss hast nicht du immer- aber, glaubst so wie ich, dass dir der Transition einfacher fällt, wie zuerst angefangen auf TikTok paar Videos zu Hochdeutsch zu streuen, mal zum Schauen, so, Ja. wie reagieren die Leute drauf? Und dann waren so 1, 2 Videos, die gingen halt gut ab, viel mehr als schweizerdeutsche Videos halt, logisch. Ja. Und dann haben wir schon so gemerkt, so, ach, das ist schon krass. Ja. Ja, und auch, wenn ich jetzt hochdeutsche Videos gemacht hätte auf TikTok und die hätten so 20.000 Aufrufe gemacht, dann hätte auch niemand gesagt, ja, lohnt sich. Aber auch so für die Leute war es dann so ein bisschen, oh Digga, guck mal, der hat 1,5 Millionen gemacht. Was halt für die Schweizer, das ist so unglaublich krass, das ist auch in Deutschland krass, aber in der Schweiz ist es noch Ja, viel krasser. ja. Und dann sagen plötzlich die Schweizer, es wird ziemlich schnell von diesem, boah, der wechselt nach Deutschland wegen dem Geld, wird es ziemlich schnell zu diesem, ey, der ist, by the way, Schweizer, der ist unser, so ein bisschen der Ja. Hazelbrugger-Effekt. Jeder Schweizer sagt immer, ey, Hazelbrugger ist im Fall Schweizerin, hast du das gewusst, so. Oder Loredana, ist jetzt vielleicht nicht so ein Flex, Loredana, aber bei Loredana ist auch so, ja, die mal kommt aus der Schweiz. Aber das sagen nicht viele. Nee, Doch, sagen sie nicht sagen es, aber dann. Aber die können da auch ein anderes Ort herkommen. Ist mir scheißegal. Ich finde, Loredana macht actually gute Musik. Ich weiß auch nicht, was so schlimm an Loredana ist. Vielleicht. Ich weiß auch nicht, was so schlimm daran ist, eine 80-jährige Omi abzuziehen. Ja, so gut und gerne mal eine Oma abzuziehen, kann man ja machen, oder? Man muss ja nicht jede Woche machen, aber so einmal im Jahr. Ja, Darum. So hätte es funktioniert mit schweizerdeutschen Videos. Einfach mal eine gute alte Oma abziehen. ja. Ja, und das Krasse ist, wenn halt die Deutschen dann immer sagen, wenn man mal so eine Story auf Schweizerdeutsch macht, dann sagen Deutsche so, ja, aber ich verstehe es schon, mach doch auf Schweizerdeutsch. Aber 100%, wenn wir wechseln würden, nach 80% wären weg. 2 Wochen wären 80% weg. Weil die alle sagen, ich verstehe aber nichts, ich komme aus dem Norden, aus Hamburg. Dort reden die wahrscheinlich nicht so, aber Ich komme aus Hamburg. ich komme Fischbrötchen. Ich komme aus Hamburg. Aus Hamburg, Hamburg. Digga. Ja. Ja, so war die Geschichte, krass. Das Ey, war ist eine richtig extrem krasse Geschichte, Digga. Wir haben Wie lange haben wir die? 38 Minuten, Digga. Holy shit. Und wir haben auch einfach nur eigentlich runtergebetet, wie es war, aber wir haben nichts also Emotionales gesagt. Ja. Sowas. Digga, Mann. Es war auf jeden Fall War es eine emotionale Achterbahnfahrt, würdest du sagen? Ja, es war schon für mich der Europapark der Gefühle so. Also Oder der Heidepark der Gefühle für Ja. die Norddeutschen unter euch. das Connyland der Gefühle. Das Disneyland. Für die paar Franzosen, die auch Deutsch können. Bonjour. Trou de cul. Also. Ja, das Du war die hast Geschichte. noch. Ich habe noch Fragen von Zuschauern für den Podcast. Ja, ich habe keine Ahnung. Also, Ali hat vorhin eine Instagram-Story gemacht, dass die Zuschauer Sprachnachrichten senden sollen. Und jetzt bin ich gespannt, was da für Nachrichten reingekommen sind. Fragen, oder? Hast Ja, du gesagt? Fragen. Ich habe noch keine einzige Memo angehört. Die erste Frage kommt von Penelope. Das ist eine gute alte Twitch-Zuschauerin. Zuschauer von uns. Für mich ist Grüße es eine gehen Frau, raus. ist mir egal. Für Ist- dich ist es ein Mann. Ist ein Mann für mich? Ich weiß nicht. Das ist doch eine Frau. Ah, nee, ist eine Frau. Oh. Ja, ich glaube, es ist eine Frau. Ja, ist heutzutage Das ist es ist offen. unsere einzige weibliche Zuschauerin auf Twitch. Grüße gehen raus. Ich habe für euch jeweils verschiedene Fragen. Einmal für Maelo, wieso bist du vom Zivildienst befreit? Und für Adi, du wolltest ja ausziehen und du hast es ja auch in deiner Insta-Story geteilt in Köln und so. Woran war das jetzt gescheitert?
Oha, hey, ich dachte, da Gute kommt, jetzt Frage. kommt der biggest Joke. Ja, wieso machst du Gute keinen Frage. Zivildienst? In der Schweiz ist ganz, ganz weird. Ich Ist aber erkläre es untauglich, ganz Punkt. kurz. Ich bin untauglich, muss keinen Zivildienst machen, aber macht Wieso bist du eigentlich Zivilschutz. untauglich? Kann man das sagen? Ja. Ja, also ich bin untauglich, weil ich wollte nicht den Zivildienst machen, auch nicht das Militär, weil mit Waffen und so habe ich keinen Bock, oder? Ja. Und dann habe ich bei der Psychologin dort bei der Aushebung, habe ich ein bisschen gefreestylt und ein bisschen gesagt, yo, ich kann nicht mit Waffen, das geht überhaupt nicht für mich fit und so. Und so bin ich im Zivilschutz gelandet. So muss ich irgendwie alte Leute betreuen, aber ein bisschen weniger als er. Nur wenn es irgendwie eine Katastrophe gibt, Überschwemmungen, weiß nicht was, muss ich helfen. Da muss der Zivildienst auch helfen. Also Müsst ihr auch helfen? wahrscheinlich schon. Das ist, als ob die uns dann sagen, ja, nee, ihr müsst Nee, nicht. ihr müsst nicht. Ja. Okay. Okay, wieso ist es Wegen nicht dem geklappt? Umzug. Wegen dem Umzug. Hat ja noch nicht geklappt, oder? Es ist immer noch im Kopf. Ich habe das einfach mal so, ich habe mal so ein bisschen geguckt, was es für Wohnungen hat. Es ist immer noch eine Idee, nach Köln eine Ferienwohnung dort zu holen, natürlich. In der Schweiz immer noch der Hauptsitz. Mit Zweitwohnung. Ferienwohnung. Ja, finde ich schön. So für ein die Ferien dort. Feriendomizil, oder? Ja, nee, das ist der Plan. Aber wie konkret der Plan ist, weiß man nicht. So, es gibt Tage, es ist wie die Entscheidung, mit auf Hochdeutsch zu wechseln. So. Manchmal denke ich mir, nee, manchmal ja. Aber es ist jetzt nicht so stressig. Mal gucken. Ich hätte schon Bock. Ich habe geguckt, ne, die Mietpreise in Köln sind fast gleich wie in der Schweiz. Also in Basel bekommst du so eine 4,5 Ja. Zimmerwohnung, so für 2,5. Und in Köln In auch. Köln auch für 2,5. Also so eine rotzige bekommst du schon für 2. Ja. Aber wenn du so ein bisschen geil wohnen willst in Köln, ist auch mies teuer. Aber ich habe so gedacht, Köln ist. Ich habe eben turbogünstig. gedacht, dass Deutschland wirklich billiger ist, aber ich glaube, die Mieten dort, das ist alles wirklich schlimm geworden, weil wir reden jetzt für Schweizer Verhältnisse und mit Schweizer Löhnen. Aber die in Deutschland, die normaler Kölner, Kann sich das nicht leisten. kann sich das nicht, das So ein geht normaler nicht, das ist scheiße. Fußvolkbürger. Nee, aber der im Rewe wirklich, nicht es weiß. ist wirklich gottlos. Ja, das ist gottlos. Aber ich glaube, so in Städten ist auch hart gestiegen in den letzten Jahren. Weißt du, Inflation ist auch dort zu Inflation, spüren. ja, natürlich. Scholz, mach mal was. Hey, Scholz, Ja. komm. Aber zum Beispiel eine Wohnung in Köln, glaube ich, ist insgesamt nicht so teuer. Weil ich habe mal geguckt, eine Wohnung im Nachbarsdorf hier, ich habe dir das, glaube ich, geschickt, 1,2 Millionen. Auf Ach dem so, Land. kaufen. Zum Kaufen. Ja, aber bei uns auch, 1,2 ja. Millionen auf dem Land. Das ist nicht mal, das ist 40 Minuten weg von der Stadt. das 8000 ist so. Einwohnern. Ich glaube, in Köln bekommst du schon so eine Wohnung für so 800.000. Wahrscheinlich Was ich gehört schon, hab, ja. bekommst du Wahrscheinlich schon. Und in Madeira für nochmal die Hälfte. Digga. Ey, wir waren auf Madeira, als wir bei Unge waren, was auch turbo crazy ist, weil wir früher Unge geguckt haben. Jetzt macht die Story wieder Sinn. Und dort waren wir in einem Airbnb, Digga, das war maschallah ein geiles Airbnb, Neubau, geiles Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Digga. 2 Badezimmer, richtig krass. Das war so ein geiles Airbnb. Ja. Wir haben fast nicht viel dafür gezahlt, irgendwie für eine Woche. Wie 400, lange waren wir? 300. 400 oder so, ja. Ja. Und wir waren, wie lange da? 5, 6 Tage? Ja, 6 Tage, glaube ich. Und dann haben wir so aus Spaß die Maklerin gefragt, ja, wie viel kostet diese Wohnung? Und dann sie so, well, yeah, was heißt, real estate prices doubled in the last 2 years. So, Und dann scheiße, okay, die Und wird wir so, teuer. okay, shit, können wir nicht holen. Dann, yeah, I think it's now, was hat sie gesagt? 400.000? 500.000? Weniger. 300.000. Ich glaube, ja, so in der Richtung. Eine Neubauwohnung mit Ausblick aufs Meer, einem Pool unten, eine Garage, großer Balkon, alles geil. 300.000 und das hat sich verdoppelt. Mitten in der Stadt. Mitten in der Stadt. Da kann man sich von hier aus dort eine Wohnung kaufen und das ist eine gute Anlage eigentlich. Ja, weil dort wird ja nur noch steigen, glaube ich. Also Es wird das nur noch steigen, läuft safe. richtig crazy, Madeira. Wieso macht man das eigentlich nicht? In anderen Ländern Häuser kaufen? Wo Weiß es nicht, billig ist? wahrscheinlich. Ich glaube, wenn man smart ist, ist es actually ein Ding. Wahrscheinlich. Weil ich habe auch keine mal Ahnung. gehört, als Schweizer lohnt sich krass, in Frankreich ein Haus zu kaufen. Einfach nur zu Ja? kaufen, dann hast du dort ein Haus. Musst du nicht unbedingt hinziehen, kannst vermieten und dann steigt es. Weil in Frankreich will niemand wohnen, oder? Komm in die Gruppe. Ja, okay. Wir geben hier Tipps und Tricks, wie ihr euer Vermögen vermehren tut. Okay, Frage von Martin. Hi Adi, hi Milo. Mich würde interessieren, wie lange kennt ihr euch schon und wie hat sich Adis Fame auf eure Freundschaft ausgewirkt? Ich grüße außerdem Alain Berset, Roger Federer und alle anderen reichen Schweizer. So eine trockene Nachricht, so trocken. Also der erste Part haben wir schon beantwortet, wie wir uns kennengelernt haben. Sex.
Also, unsere Also wie Freundschaft- haben wir es gemacht? In Madeira, oder? Das erste Mal? Es war in einer 300.000 Wohnung. Auf einem auf Ich einer sage es mal ganz ehrlich. Bankpresse. Ich sage es mal ganz ehrlich. Wie hat sich der Fame ausgewirkt auf die Freundschaft? Welcher Fame? Ich würde nie von Fame reden. Nee. Weil, klar, Sagt man selber nie. für mich hat sich, wie Fame hat, das hat nichts geändert. Es hat sich einfach geändert, dass man busier ist, aber einfach, dass wir viel über den Job reden und wir richtig gute Kollegen worden sind durch den Job. Wir sind uns mehr, je busier wir sind, was ja Sinn macht, weil wir Videos zusammen machen. Ja. Das ist eigentlich lustig, ja. Ich glaube, in diesem Jahr haben wir uns am meisten gesehen. Ist auch sexuell Ja. und privat. Ja. Intim war eigentlich ein gutes Jahr bis jetzt. Intim, Mit meiner intim. Freundin und dir. Also bei mir läuft wirklich Bei gut. dir läuft sehr gut. Bei mir Digga. läuft wirklich sehr gut, aber bei dir eigentlich auch, muss man sagen. Okay, warte. Aber nee, es hat sich wirklich nichts verändert. Eher noch, also wir sehen uns mehr. Gestern haben wir einfach noch auf süß seit langem mal wieder einfach ein bisschen Minecraft gespielt. Ohne das war, Stream, das ohne war richtig nichts. geil. Ja. Das hat mich gestern actually wieder ein bisschen so an die alten Zeiten erinnert. Weil Mich auch. Ich habe mir einen Kakao gemacht mit Sahne oben drauf, hab geduscht, nice Kleider angezogen und einfach mich so gefreut, Minecraft zu spielen. Das hatte ich schon so lange nicht mehr. Ja, weil und es sieht ja auch nicht aus, als ob es entspannter wird, oder? Also als ob du weniger los hättest. Aha, ja. In Zukunft. Ja, safe. Aber das lag einfach dran, dass es das, was wir gespielt haben, richtig geil war. Ja, safe. Raus an Fisherman's Friend für die Kooperation. Gassis sind die Besten. Wenn ihr könntet, würdet ihr eher in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? Oha. Oh, Lena, Digga. Holy shit. Was sind das für Fragen hier? Lena hat eine schöne Stimme, sage ich ehrlich. Für mich ganz klar. Also für mich gibt's. Was hast du gesagt? Lena hat eine schöne Stimme, habe ich gesagt. Lena, Digga, schöne Stimme. Da gibt's nur eine Lösung. Ja? Du musst jetzt die richtige Antwort bringen. Ja, ich habe, glaube das schon 100-mal beantwortet und ich sage immer was anderes. Aber, eigentlich will ich, Bleibt man dort oder ist man so für ein Jahr dort und dann geht man wieder zurück? ich weiß eben nicht, aber ich würde trotzdem jetzt gerade einfach so wahrscheinlich eher in die Vergangenheit reisen wollen. Ja, Zukunft ist sicher geil, aber nee, wenn in die Zukunft, dann in die Zukunft, wo ich nicht mehr lebe. So, einfach ohne mich zu sehen. Deine Kinder so am Heulen und du so. Ich oh, schlage meine ich will's Kinder euch. halt. Nee, ich sage in die Vergangenheit, keine Ahnung, 1000 Jahre, wo noch so. Was? 1000 Nee, Jahre? nee, stimmt nicht, eigentlich dumm. Digga, ich weiß nicht. Ich würde Ich weiß nicht, wo so in die 3 Wochen Vergangenheit. zurückreisen und dann im Penalty beim Ellie Geller Cup treffen. Das würde ich machen. Nee, aber würdest du Zukunft auch nicht. Nee, eigentlich würde ich in die Zukunft, safe. Aber in Weil die Zukunft. Vergangenheit weiß man ja, die Zukunft weiß man nicht. Ja, die weiß man, ja. Ja, klar, oder? Ja, klar. Darum ist es die Vergangenheit. Aber willst du die Zukunft wirklich wissen? Ja. Deine? Oder Nee, die von der Welt. die. Ich will sehen, wie das iPhone aussieht in 10 Jahren. Ja, okay, nee, die Zukunft, vielleicht so in 300 Jahren will ich schauen, ob die Erde noch da ist. Also, ob die Menschen noch da sind. Du teleportierst sie in Zukunft. Oh shit, Dog. Alle Niemand dead. mehr da. Scheiße. Nee, ich glaube, ich würde mich wirklich 300 Jahre in die Zukunft beamen und alle leben noch und die Technologie ist so krass. Das ist einfach meine Hoffnung. Man fliegt so rum, man kann sich so teleportieren. Das wäre geil. So diesen Stuff will ich erleben. Aber ich würde auch gern zurück zu 2013 und dann einfach schon mit YouTube anfangen. Und dann würde ich eine Kleidermarke finden, die vielleicht Elevate heißt und so. Und dann mit dem Wissen, das man jetzt hat, einfach zurückgehen und rein in die Masse. Also boah, Digga. Also da könntest du 2012 im Minecraft Let's Plays anfangen und du würdest 100% Fame werden. Mit dem Wissen von jetzt in die Vergangenheit reisen und dann Abfahrt 2010. Ja, Digga. safe. Ja, ich glaube. Oder denkst du, es war damals schon Luck? Nee, es gab damals, also so, zu dieser Zeit gab es halt wirklich wahrscheinlich so 10 Ja. Leute, die das gemacht haben. Ich glaube auch, ja. Und 20 Leute, die auf YouTube waren. 20 Ich glaub- deutsche Nerds. Das ist Und, die und Plattform der damals Zukunft. war Lion auch schon da. Noch ohne Alkoholproblem. Nenn mir 3 Songs von Lion. Löwenkind? Ja. Keine Ahnung. Also- ich kenne nur Löwenkind, Bro. Also- Oder war das sein Album?
Ich weiß nicht, man kann auf jeden Fall sagen, was man will, aber Löwenkind war ein mieser Banger damals. Oder? Ich fand ihn nie so schlimm, wie alle sagten. Ich habe den gepumpt, glaube ich, Löwenkind. Das war's. Er war auch nicht. Nee, aber generell, Lion er hat ja auch nie irgendwie Leute abgezogen, er war nie ein Arschloch zu irgendjemandem. Warum haben den alle gehasst damals? Heute gibt es YouTuber, die machen den größten Scheiß und haben immer noch 2000 Leute, die auf Twitch zuschauen, wie sie auf Steak sind. Weil alle einfach in Dagi verliebt waren. Und als sie sich getrennt haben, haben alle Lion geblamed. Warst du in Dagi B verliebt früher? Ja, safe. Ich glaube auch ein bisschen, ja. Digga, ich glaube, jeder Junge war so 2014 in Dagi B verliebt. 100%. Aber niemand in Bibi, oder? Nee. Bibi, Mann. Also noch heute. Wenn du. Ja, nee. Aber Dagi auch ein bisschen Mami geworden jetzt. Ja. Schon ein bisschen Mami jetzt mittlerweile. So Ich sag Mami, Milf-mäßig? Oder? Ist sie Mami? Ja, die hat safe ein Kind mit Eugen. Ja, ich glaube, die ist Mutter, oder? Boah, ne, eigentlich ist ja diese Story schon scheiße. Hat nicht Dagi bei einem Videodreh Eugen kennengelernt, als sie noch mit Lion zusammen war? Ja, safe, ja. Eigentlich Turboscuffed. Ja, Und alle haben Lion geblamed. Also ich weiß nicht, wie es war, ist nur das, was ich gehört habe. Der arme Lion eigentlich. Ey, Lion, Digga. Ich finde doch deine Frisur toll heute. Ne, wirklich. Der war immer sympathisch, Digga. Der war wirklich immer sympathisch. Der hat niemandem was getan. Der hat Dagi groß gemacht. Ja. Und Bibi groß gemacht. Und andere groß gemacht. Und das jetzt? Digga. Ist schon so ein bisschen ein Day One. Nicht so Day One, aber schon so ein Day One. Hast du das Video gesehen von Hey Aaron? Nee. Ah, nicht. Der hat ein Video gemacht mit Lion vor, glaube ich, 3-4 Wochen. Ich habe einfach nur bei Twitch TikTok-Clips gesehen. Von Unge. Ja. Von Unge die Clips. Unge reagiert auf Lion. Oh Mann. Und ich habe auch noch gesehen, dass er in der Bar richtig besoffen war. Das habe ich auch nochmal gesehen. Ja, der hatte so 2-3 Skandale nach dem Breakup, als er so besoffen im Stream war. Aber das fand ich jetzt nicht so schlimm, weil der war halt einfach drunk, aber... Ja. Was will man machen? Auf YouNow hat er gestreamt. Digga, was war denn YouNow? Was war das für eine Plattform? Das war so eine weirde App, Digga. Okay. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz fragen, was sind so eure größten Ziele, die ihr noch erreichen wollt in diesem Jahr? Wieso haben alle so geile Stimmen? Digga, das ist ja so richtig gut. Das Denn ich meine, das liegt am neuen iPhone 14 Pro. nebst den hässlichen Frisuren, dem Beinahe Award für die ungefragtesten Talente und den absolut unregelmäßigsten Video-Upload-Smiley, der war für dich. Ein Wichser. War es in diesem Jahr ja effektiv noch nicht wirklich viel, oder? Wer ist das? Tim. Mann. Keine Ahnung, ich Wichser. folge dem nicht. Okay. Aber ich habe mit dem ein Bild gemacht beim Frauenfeld, dann ist geschickt, volles geile Bild. Also Tim. Guck mal, so sieht Tim aus. Was war seine Frage eigentlich, Tim? Er ist voll nice. Oha. Tim, der ist ein Kopf größer als ich. Seine Frage war, was unsere Ziele sind. Das ist eine gute Frage. Es ist natürlich immer eine Definierungsfrage. Wo fängt ein Ziel an und wo hört es auf? Wo ist es noch der Weg und wo ist es schon das Ziel? Ja, der Weg ist das Ziel, das ist das Wichtigste. Und Hast du so ein fixes Ziel? nee, doch, ein fixes Ziel ist, meine Kanäle in den Griff zu kriegen. TikTok, okay, aber der Rest, Krise. Bei Voila. mir. Darum, das will ich unbedingt in den Griff kriegen. Das ist so, hat er auch angesprochen. Das ist es. Das ist mein Ziel, dass ich das irgendwie in den Griff kriege. Und jedes Mal. Auf Spaß. Und Ja. Hat er auch angesprochen. Das hat der liebe Tim, hat das auch. Aber du sitzt hier so seriös mit dem Weißwein. Ich kann auch eine Zigarre holen. Digga, die gestunken, Mann. Nee, aber das ist das, was ich als Ziel nennen kann. Und dein Ziel ist es noch, mal mit mir auf Madeira zu bumsen? Ja. Nicht? Ich überlege mir manchmal. Ach du, was kommt jetzt? Leuten auf der Straße Ich überleg 1 mir- Euro zu geben Nee, ich überleg oder einfach- dem nächsten Doppelte. Ich überlege einfach gar nichts. Nee, das glaube ich dir nicht. Nee, ich überlege mir manchmal, ist es besser, Ziele zu haben oder nicht? Wirklich? Ja. Hast dich. Doch, das Also- denke ich auch. Weil Weil, ich glaube, grundsätzlich ist es gut, Ziele zu haben, so, weißt du so? Aber ich habe nie Ziele. Weil ich immer so das Gefühl hatte, so, nee, ich mache mir keine Ziele, so für Zahlen und so. Aber irgendwie glaube ich, grundsätzlich ist es schon gut, Ziele zu haben. So. ich glaube, unterbewusst habe ich immer so wie
gewisse Ziele, aber so zahlenmäßig, aber sonst, ich will die gar nicht im Kopf haben, aber habe sie. Ich habe immer so kurzfristige Ziele. Wenn ich so sehe, ich bin jetzt bei TikTok auf 1,9 Millionen, dann sage ich so, jetzt will ich 2 Millionen. Ja. Aber ich sage nicht bei 1,5, ich will 2. Also Nee, erst wenn ich nee, so kurz nee. davor ist, sage ich mir dann so für 1-2 Wochen so, jetzt grind ich rein, dass ich das habe. Ja. Aber ich sage nicht so, Ende des Jahres will ich so Nee, das auch nicht, weil Y-Abonnenten haben. das ist zu lange hin noch so. Dann macht man das gar nicht Nee, groß. das ist schon zu lange. Wie? Weil so 2-3 Wochen ist so ein guter Horizont für Ziele. Aber nee, einfach von dem glaub- Shit weiterhin leben zu können Ja. und das zu machen, was mir Spaß macht. Ja. Und kein Burnout zu haben. Das ist auch so, ja. Das ist ein gutes Ziel. Ich glaube, mein Ziel ist es, ich muss mein Geschäftsmodell auf jeden Fall noch verbessern. Das ist Ja? auf jeden Fall so, ja. Ich glaube, das liegt am Chardonnay, den du hier trinkst. Und Chardonnay. an den am Marc Gebauer Nüssen. Ich fühle mich schon ein bisschen reicher durch diese Nüsse, muss ich ehrlich sagen. Wieso habe ich überhaupt diese Sachen von Marc Gebauer? Weiß ich nicht. Weiß ich auch Weiß nicht. ich auch nicht. Ich würde schon so, ich will mich noch ein bisschen mehr fokussieren. Was? Ja, so auf eine Plattform. Weißt du, so, Ach so. ich mache jetzt so YouTube, Hauptkanalvideos, YouTube Zweikanalvideos. Und Shorts. du machst fast alles, ich auch, aber du machst fast alles selber. Du hast einen Cutter für einen Zweikanal, aber sonst machst du Hauptkanal, Zweikanal, TikTok. Der Hauptkanal komplett selber, Zweikanal wird geschnitten, mittlerweile eigentlich ganz. Ja. TikTok Twitch. Shorts, Twitch alles selber. Sonst halt Projekte noch selber. Insta Ja. auch, das ist aber so meine nebenbei. Insta-Stories nehme ich mittlerweile nicht mehr selber auf. Nee, aber das ist einfach immer so beiläufig, der Insta. Ja, das geht. Aber ich will mich noch gern so ein bisschen mehr fokussieren, so auf so eine Plattform, weißt du, so. Vielleicht so einfach so, eben, haben wir auch mal drüber geredet, vielleicht so. Manchmal denke ich, und auch, das ist eine Frage an die Zuschauer, I guess. Ich glaube, wir sind aufgewachsen mit YouTube, deshalb ist in unserem Kopf immer so krass, YouTube ist das Ding, das man machen muss. Ich glaube, es ist immer noch YouTube. Irgendwie schon, ne? YouTube ist trotzdem noch die Zukunft. Ja, ich auch. glaube schon. Ich glaube eben, YouTube wird safe noch da sein in 20 Jahren, aber Twitch zum Beispiel. Ja. Aber ich frage mich dann so, würde es sich lohnen, wenn man so einfach so der Shorts-Guy ist? Weil so Shorts machen mir richtig Spaß, die laufen gut. Und viele Leute sprechen mich halt auf Shorts an und dann frage ich mich, lohnt es sich, wenn ich so sage, ey Digga, ich grind halt voll da rein, mach ein bisschen weniger Vlogs, aber andererseits Vlogs machen mir auch so viel Bock, so, weißt du? Ich weiß es nicht. Am Ende des Tages machen wir eh wieder alles. Wir haben schon so oft diese Diskussion Immer. gehabt. Nee, wir haben So immer alle halbe Jahre. Alle 1,5 Monaten haben wir diese Diskussion. Digga, wir Wo machen so zu viel, wir machen das, zu das. viel. Das, ich weiß nicht, ob das die Zuschauer verstehen, aber so zum Beispiel so ein Trimax oder so ein Eli, die haben halt ihr Main-Ding ist Stream. Klar, du hast noch Projekte, du hast noch Kleider, das. Aber das sind ja meistens Projekte, die du nicht selber mainly machst. Du triffst da die Entscheidung, aber du designst jetzt nicht die Klamotten. So. Das ist ja so beiläufig, aber so das Main-Ding von denen ist jetzt so Stream. Ja. Und wir haben halt noch nicht so dieses Main-Ding. Weil wir alles so ein bisschen wollen, weil uns alles auch Spaß macht. So. Ja, Stream safe. macht uns Spaß, YouTube macht uns Spaß. Shorts Wir macht machen uns überall Spaß. so wie, ja, den Content noch wie selber und haben alle Plattformen immer im Kopf, während eben, nur als Beispiel eben Eli, Monte, Nur die Stream. denken wirklich einfach, was mache ich heute im Stream, was interessant ist für die Leute. Ja, oder andere andere Creator nur YouTube machen oder Herr Anwalt einfach der TikTok-Guy ist. Ja. Der macht auch YouTube, aber bei dem merkt man schon krass, so, bei dem ist TikTok so der Ja, Fokus, safe. oder so Kurzvideos. So. Das ist halt das, ne? Vielen Dank für die Frage, Tim. Es hat mich sehr gefroren. Wir gehen weiter. Und zwar, Tim. the one and only, das Oh, nee. Pronto hat eine... Oh ne, das war vor 11 Wochen, shit. Mann! Warte, Okay, jetzt bin ich kommt's. gespannt. Wie ein Karl. Bogen. Karl S. Bereut ihr es in irgendeiner Weise auf Hochdeutsch gewechselt zu haben? Nee. Nee, nächste Frage. Karl S., meine Damen und Herren. Hallo, es ist eine richtig sinnlose Frage, aber wo habt ihr eure schnellen Brillen her? Also zumindest du, Adi, weil ich brauche schnell Brille und ich weiß aber nicht, wo ich mir meine kaufen soll. Perfekt, danke, servus, grüezi, tschüss. Hey, Emilia, das ist doch kein Problem. Schnelle Brillen? Ja, in der Schweiz sagt man Brockenstube, aber auf Deutsch gibt es dieses Wort nicht, das weiß ich. Was ist es, so ein Secondhand-Laden, den Ja. es das ganze Jahr gibt? Wie Das ist so heißen ein, die? Das ist so ein Riesenladen, da wird so alles reingemüllt, alles schon gebraucht, dass Leute können das so abgeben.
Secondhand-Laden. Secondhand-Laden, aber nicht so humaner Scheiß. Das ist schon zu fancy. Also es ist nicht so. Ein Secondhand-Laden ist für mich mehr so schon ein bisschen so geordnet alles. Aber so bei Brockenschuhen, da ist einfach alles drin hingeschmissen. Da findet Keine man Ahnung, wie die heißen. die nicesten schnellen Brillen und natürlich auch von Prada und Gucci gibt es die eine oder andere Brille, die doch den Kopf passen würde. Da muss man aber auch tief in die Tasche Aber die greifen. geilsten sind schon die man nicht extra neu kauft, sondern die man halt used irgendwo von einem Vater, von der Mutter bekommt. Schau doch einfach mal bei deiner Mutter oder bei deinem Vater im Schrank. Die haben vielleicht geile Brillen. Das ist genau so, wie du sagst. Und kannst mir auch gerade noch die Nummer durchgeben von deiner Mutter. Ja, die kann so eine Flip-Challenge machen. Kannst du mit sehr vielen Gegenständen probieren zu flippen, so Trickshots zu machen. Das wäre sehr nice. Kannst du flippen? Hey, yo, kannst du mal dieses Nilpferd hier flippen, Digga? So ein Video? Digga. Ich flippe mehrere Gegenstände. Er hat auf Insta eine Story-Highlight-Kategorie mit dem Namen Robs und Robs Chips als Titelbild. Highscore 35. Und da hat er die Robs Insta-Filter ausgetestet. Ja, jetzt im gerade schwierigen Podcast. Ach so, ernst? Ja, Okay, ja, ist ja gut, ja, ist ja gut. Digga, wieso? Digga, die haben alle geantwortet, aber keine Memos gemacht. Bruh. Komm on, gönn. Hallo. Sind die so blöd oder was? Haben wir noch ein Memorium? Ja, 100 Pro. Noch irgendwo ein Memo. Ein Memo von Nemo. Warte, es kommt, ich muss suchen, chill. Sonst kann ich ja auch noch mal schauen. Ah, hier, warte. Ich habe einen Repost, hä? Hallo Adi und Milo, wie geht's mit die Befriend wieder? Also die Frage war, wie geht's mit Die Different? Das war Baseldeutsch. Mit der Kleidermarke weiter. Ey, vielen Dank, Mathis, Digga. Wir grüßen deine Mutter. Nee, vielen Dank für die Frage. Digga, actually eine gute Frage. Du hast jetzt gerade was an von unserem letzten Drop. Ja, das ist ganz eine einfache Frage. Es ist genau das, was wir vorher gesagt haben. Wir haben 0. Also wirklich. Ich habe nicht mal Zeit, darüber nachzudenken, wie es weitergehen soll mit dieser Marke. Ja. Okay, um es diplomatisch auszudrücken, wir sind auf der Suche nach einem passenden Geschäftspartner, der mit uns das umsetzen kann. Nee, also for real. Ja, for real. Wir suchen irgendwie jemanden, der so eine Infrastruktur hat oder Kontakte hat, wo man sich das machen auskennt. könnte. Weil wir sind natürlich managementtechnisch. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Wir suchen einen Partner. Ja, das Voll, ist es ja. Genau. Weil wir das nicht alles selber machen können. So. Aber Was ja auch bei den meisten YouTubern so ist, muss man mal sagen. Ja. Also viele Leute denken ja immer, oh, dieser YouTuber, das ist so das Elon Musk-Effekt. Ja. Man denkt immer, oh, Elon Musk macht jetzt eine Rakete, aber das ist ja nicht Elon Musk, der die Rakete macht. Nee. Welche Cam ist ausgegangen? Oh, Meine. tschüss, Cam. Das ist ja nicht Elon Musk, der die Rakete macht, das ist ja sein Team. Und genau gleich ist es bei YouTuber. Wenn ein YouTuber eine Kleidermarke oder irgendetwas auf den Markt bringt, dann hat er meistens irgendeinen Geschäftspartner, der das für ihn macht, weil der das Know-how hat, die Kontakte hat. Und der YouTuber übernimmt dann halt mehr den Marketing-Part, übernimmt Entscheidungen, weil er wahrscheinlich das Geld rein investiert. das ist es. Richtig dumm gesagt, bist du halt dann ein Investor in eine Firma, wo du Entscheidungen triffst und das Ganze vermarktest. So. Genau, ja. Business Und 101. Das sind die meisten, außer vielleicht eben Justin ist halt wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr eingebunden in den Designprozess. Ja. Safe, vor allem am Anfang des Am Anfang, Geschäfts. Ja, kommt wahrscheinlich auch auf den YouTube drauf an, true. So gewisse wollen mehr dabei sein. Aber ich würde schon grundsätzlich sagen, wenige der großen YouTuber haben halt actually Zeit, um irgendwie ein Design in Photoshop zu machen. So. Ja, stundenlang Zeit, so, Schrägstrich. oder so verdammt nochmal auf dem iPad oder sowas zu Ja. sketchen, machen die hundertprozentig nicht. Zeit, Schrägstrich, Bock. Jo. Ja, wir haben Bock zu machen und Ich habe immer noch übel Bock, so meine eigenen Klamotten einfach zu tragen. zu tragen. Das hätte ich übel Und Bock. wenn es kommt, glaub mir, es wird geil und es wird sportlich. Ja, Diese beiden Sachen wird also safe. Habe ich Safe. übel Bock. safe. Hey, yo, kann ich mal treffen? Vielleicht? Fabian, Nö. er ist vergeben, Unternehmer, größenwahnsinnig. Okay, gut, Fabian. Und vergeben, ja, habe ich schon gesagt. Ja, schade. Leider vergeben. Fabian, dann kannst du dich nicht mit uns treffen, weil wir sind
für ein bisschen mehr zu haben als nur Treffen. Ja, man kann uns safe mal treffen. Oft sind wir im McDonald's, in St. Margareten. Nee, wo war das? wo? Irgendwo in St. Gallen. Ah, Dort sind wir immer. in Wiel. McDonald's in Wiel, dort sind wir oft anzutreffen. So 1-2 Mal im Jahr. Oder beim Hero Fest am 15. Oktober. Ja, stimmt, ja. Ja. Bei Fisherman's Friends. Okay, letzte Frage für Ja. dieses Video. Wir schließen ab mit Bertan. Also, meine Frage wäre, wie schmeckt Mayo sein Ich meine, wie lange kennt ihr euch schon? Also, Ja, also ich kann die Frage leider nicht beantworten, die erste. Da müsste ich an dich weiterleiten noch. Hast du schon mal. Nee. Könntest du sagen, wie dein Cock schmeckt? Safe kennst du das. Doch, aber nee, also, bitte lass es. nee, also ich weiß halt nicht so direkt, weil das geht nicht. Ja, du Aber kannst so schon via die Hand- Unterhose. Ja. Via Unterhose habe ich dann schon das ein oder andere Mal gerochen. Schmeckt schon geil auch ein bisschen. Also ich finde auch Socken schmecken geil. Socken kommt drauf an. Ja. Aber ja, es geht. Aber Ich find's, warum riecht man eigentlich dann an allem auch immer? ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich so ein menschlicher Instinkt. An Socken, Ich Unterhosen. finde Socken schmecken schon. Oder wenn man manchmal geil. nachts im Bett ist Ich glaub- und furzt und dann dies noch. Nee, den mache ich sehr selten. Den finde ich wirklich hässlich. Aber ich finde Kommt drauf an. ich find Socken haben so was leicht Würziges und Salziges. Ja, die sind sehr, sehr salzig. Zum Beispiel ja? auch Hände. Ich habe als Kind immer oft meine Hände abgeleckt. So. Ja, weil die salzig sind. Ja, weil die salzig sind. Das war turbo geil. Gerade wenn du Sport gemacht hast und so, dann hattest du halt noch mehr diesen Salz auf den Händen. Aber jetzt sind meine Hände nicht so salzig, weil ich wahrscheinlich mehr Körperhygiene habe. Aber früher als Kind Und auch keinen Sport mehr und machst. keinen Sport mehr mache, ja. Was war die zweite Frage? kennengelernt. Also, wir haben uns kennengelernt. Also es war damals, 2015 oder wann war es? Weißt du es noch? Vielleicht beim Fantreffen. irgendwie, weiß nicht. Fantreffen, Bern. Ja. Komm, jetzt reicht's. Richard. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Es war ein gutes Gespräch. Es war ein sehr, sehr guter Austausch mit dir. Danke dir, Markus. Du bist ein bisschen mehr so. Es war ein sehr, sehr guter Austausch mit dir, Markus. Ja, aber ich wollte jetzt einfach mal ausnahmsweise mal nicht so reden. Okay, gut. Weißt du? In diesem ja. Podcast oder Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare das Wort Salat. Salat. Dann sehen wir, wer das Video bis zum Schluss geguckt hat. Das ist so eine Tradition hier. Bei den, wirklich? Bei den Videos, die keine Podcasts sind. Ah ja, stimmt. Den ersten mit Hannah habe ich damals irgendwie nebenbei so geschaut und da habe ich gehört. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Guckt bei Milo vorbei. Willst du noch was ankündigen? Nee. Gar nichts? Ja, was soll ich ankündigen? Keine Ahnung. Ich will sagen, dass ihr cool seid. Okay, dann nutze ich diese Plattform noch. Kommt am 15. Oktober an alle Schweizer zum Hero Fest. Es wird ein absolutes Fest. Vielleicht kommt Ende Oktober ein Song raus. Man weiß es nicht. Vielleicht nur, oder was? Ja, vielleicht. Okay. Und ab diesem Freitag bin ich bei Utopia. Das heißt, guckt bei mir auf Twitch vorbei. Digga, absolute Werbung. Ach so, du bist auf Twitch live? Ich bin live auf Twitch. Ja, Ach so, mit du Utopia. bist live, Ja, ja. ausnahmsweise mal? Ich bin mal live. 70 Yes! Zuschauer. Kommt vorbei auf Twitch, guckt vorbei. Es wird ein sehr, sehr geiles Projekt. Wir sammeln da ein paar Spenden für die Umwelt und Geil. essen vegan 4 Tage. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ich nehme ab in erster Linie. Da habe ich Bock drauf. Utopia mit Revi, Jonas Ems, Ich hoffe, ich nehme ab. Aber vegane Ernährung ist nicht da zum Abnehmen. Nee, aber ich glaube, dass man mehr abnimmt mit veganer Ich Ernährung. glaube, du isst einfach nicht mehr. Ja. Ey, ja, das war's. Das waren meine Plugs. Guckt, Ja, Hero auf dem Fest bin ich auch TikTok-Kanal am Milo Start. Totoro. Hab ich Bock. Guckt auf den TikTok-Kanal Milo Totoro von unseren Cuttern vorbei. Ist ein Fest. Ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. Tschüss mit Ü. Tschüss.